Hier in Bremen findet heute die ordentliche Bundesversammlung des Deutschen Gehörlosenbundes statt. Ralf Raule, der im November 2024 neu gewählte Präsident, ist inzwischen seit 10 Monaten im Amt und wir fragen uns, was sind aktuelle Themen des DGB? Das werde ich beobachten. Herzlich willkommen bei Sehen statt Hören. Durch das neue Präsidium haben wir neue Themen, eine neue Atmosphäre und eine neue Außenwirkung. Deswegen bin ich gespannt auf die Bundesversammlung. Natürlich stehen auch die Kulturtage 2024 nach wie vor im Raum. Es ist ja eine eintägige Bundesversammlung, BV, geplant. In der Vergangenheit waren es 1,5 Tage, manchmal war sogar ein Sonntag dabei. Jetzt nur dieser eine Tag. Ich bin gespannt, ob wir gut durch das Programm kommen. Wobei, seit der letzten BV gab es auch einige Online-Termine zur Vorbereitung dieser. Von Seiten des Gehörlosenverbandes Schleswig-Holstein wünschen wir uns, dass der DGB endlich wieder handlungsfähig ist. Bis jetzt wurden alle Aktivitäten durch das Thema Finanzen ausgebremst. Die fehlende Entlastung des alten Präsidiums aus vereinsrechtlicher Sicht liegt an den Finanzen der Kulturtage, die nach wie vor nicht ordnungsgemäß abgerechnet sind. Diese Baustelle ist noch nicht abgeschlossen. Das liegt erstens an den vielen fehlenden oder unvollständigen Belegen innerhalb der Buchführung, die wir vom alten Präsidium übernommen haben. Ich kann es nicht anders sagen. Es war Chaos. Vielleicht waren einige bei den Kulturtagen in Friedrichshafen dabei und haben die Situation vor Ort erlebt. Genau das spiegelt sich auch in den Belegen wider. Das ist genau meine Frage zum Thema der Gemeinnützigkeit. Ich denke, das hat doch auch Auswirkungen, wenn die Jahresabschlüsse nicht da sind und keine Entlastung des Vorstandes stattfindet. Ohne die Abschlüsse und die Entlastung geht doch die Gemeinnützigkeit des DGB verloren. Wenn der Verband gemeinnützig ist, muss es doch auch eine gemeinnützige Gesellschaft oder besser GGmbH geben, oder? Ich kann zu der erwarteten Entlastung nichts sagen. Die Revisoren müssen das überprüfen und für euch freigeben, damit ihr, die Mitgliedsverbände, eine Entlastung vornehmen könnt. Das ist heute nicht möglich. Aber für Anträge bei der Selbsthilfeförderung braucht man doch auch aktuelle Zahlen und man muss die Jahre vorher abgeschlossen haben. Wie steht's denn damit? Ehrlich gesagt, ich merke jetzt in meinen Begegnungen, wie hoch die Arbeit des DGB geschätzt wird. Uns wird ein gewisser Respekt entgegengebracht. Auf der anderen Seite ist dieses Bild auch etwas schief, weil bestimmte Dinge noch nicht erledigt sind. Der Dachverband, die BAG Selbsthilfe, hat uns in Bezug auf Förderwürdigkeit auf die gelbe Liste gesetzt. Was bedeutet, dass unsere Abläufe als nicht so einwandfrei eingeschätzt werden, wie sie es eigentlich sollten. Damit sind wir nicht förderungswürdig. Hinzu kommt, der DGB hat keinen Eintrag im Transparenzregister. Das fehlt auf unserer Homepage. All diese Dinge hängen aber miteinander zusammen und wir sind mitten im Prozess, diese Themen abzuarbeiten und zu bereinigen. Wir haben es bei der letzten BV erklärt. Das alte Präsidium hatte durch den Personalschwund, auf den wir leider nicht mit entsprechenden Gegenmaßnahmen reagiert haben, die Situation, dass kein Personal mehr da war. Nur Simone Nestvogel hat sich weiterhin um die Veranstaltung gekümmert. Thomas Worsek ist gegangen und sowohl Ngoc Mai Nguyen als auch der andere Mitarbeiter des DGB haben sich dann nur noch um die Kulturtage gekümmert. Wir als Präsidium haben es inmitten der Vorbereitungen für die Kulturtage nicht geschafft, den Steuerberater, der auf die Belege gewartet hat, mit den entsprechenden Unterlagen für die Buchungen zu versorgen. Er hat uns immer signalisiert, dass er wartet, aber wir haben uns auf die Kulturtage konzentrieren müssen. Und das hat uns dann wirklich das Rückgrat gebrochen, ja. Das alte Präsidium hat nicht durch neues Personal gegengesteuert. Deswegen haben wir wirklich mit großen Bauchschmerzen diese ungeordnete Belegssituation an das neue Präsidium übergeben müssen. Richtig ist aber auch, dass die Mitgliedsverbände beschlossen haben, dass dieser Vorstand seine Arbeit beenden soll. Ich kann dem neuen Präsidium nur danken, der ganzen Mannschaft, die sich um die Belege gekümmert und unsere Hinterlassenschaft abgearbeitet hat. Dieses finanzielle Polster, das wir dort jetzt sehen, hatte der Deutsche Gehörlosenbund noch nie. Das ist eine solide Grundlage für die Arbeit der kommenden Jahre. Ihr wisst ja, mit welchen Bauchschmerzen ich in den letzten Jahren den DGB in sehr schwierigen finanziellen Zeiten mit einem dicken Minus im Kontostand führen musste. Ein solches Plus hat der Deutsche Gehörlosenbund noch nie erlebt.
Noch nie. Die unklaren Finanzen sind damit abgehakt, was natürlich einen besseren Spielraum für die nächsten Entscheidungen, sei es neues Personal oder was auch immer, eröffnet. Visionen können jetzt endlich umgesetzt werden. Ich wollte das Thema der Kulturtage heute endlich abschließen. Es gab eine Kommission, die Sachverhalte aufgearbeitet und Empfehlungen für die nächsten Großveranstaltungen formuliert hat, damit sich so etwas nicht wiederholt. Das Zweite ist die Anerkennung. Es gab eine offizielle Entschuldigung gegenüber der Gehörlosengemeinschaft zum Gebärdensprachverbot. Hamburg ist da Vorreiter und andere Bundesländer sollten folgen. Ein weiterer Punkt, die Anerkennung der DGS als Minderheitensprache. Das wünsche ich mir als Signal von der heutigen Bundesversammlung. Zuerst möchte ich euch schildern, wie es zur Etablierung dieses Projektes kam. Gebärdensprache war ja lange Zeit unterdrückt, verboten. Der Oralismus war die vorherrschende Methode und taube Menschen waren gezwungen zu sprechen. Mit diesem Gedanken habe ich dieses Projekt ins Leben gerufen, um auf das Gebärdensprachverbot aufmerksam zu machen und dass das anerkannt wird. Am Anfang gab es natürlich sehr viel Widerstand und Unverständnis. Dann hat uns die Aufhebung des Verbots von Mailand von 1880 und die damit einhergehende Entschuldigung in unserem Bestreben unterstützt. Hilfreich waren auch unsere Anmerkungen, dass die damaligen Praktiken niemals offiziell aufgearbeitet worden sind und es keine offiziellen Stellungnahmen dazu gab. Im neuen Opferentschädigungsgesetz sollte es dann in wenigstens einem Punkt um die Anerkennung und Definition des Leids gehen, das dieses Gebärdensprachverbot mit sich gebracht hat. Eine Anerkennung bei den Krankenkassen muss kommen. Du hast als Projektleiterin zur Dokumentation der Unterdrückung der deutschen Gebärdensprache DGS und ihrer lebenslangen gesundheitlichen Folgen referiert. Es ist ein interessantes Thema. Was ist der aktuelle Stand und was sind relevante nächste Schritte? Der Schwerpunkt des Projektes war die Aufarbeitung. Denn in dieser Hinsicht gibt es in vielen Gesetzen noch Lücken. Und auch die Anerkennung in Bezug auf den medizinischen Bereich ist noch nicht vollständig vorhanden. Viele damalige Schüler haben unter dem System gelitten. Ihnen wurde ihre Sprache entzogen, was natürlich weitreichende unterschiedliche Folgen hatte. Hinzu kommt aber auch für die politische Ebene, dass die damalige Situation heute eine offizielle Anerkennung und Entschuldigung von Seiten des Systems erfordert. Der Deutsche Gehörlosenbund arbeitet daran, für seine Organisation stabile und zukunftsfähige Strukturen zu etablieren. Das Präsidium hat angekündigt, neue Impulse und strategische Planungen innerhalb eines neuen gemeinnützigen Tochterunternehmens mit dem Namen BliBam GmbH umzusetzen. Die gemeinnützige GmbH BliBam ist jetzt offiziell gegründet und es wurde ein Aufsichtsrat installiert, der aus 3 Personen besteht, wobei ein Posten noch vakant ist. 2 der Posten sind schon besetzt. Zum einen mit Sascha Nun und zum anderen mit Cortina Bittner, die ich jetzt gern befragen möchte, warum sie sich in den Aufsichtsrat hat wählen lassen. Ich war bereit, in den Aufsichtsrat zu gehen, weil meiner Meinung nach der Deutsche Gehörlosenbund sehr viel Potenzial hat und viele Probleme aus der damaligen Situation herrührten, dass alles nur auf ehrenamtlicher Arbeit basierte. Auch wenn das früher selbstverständlich war, erfordert dies heute andere Strukturen. Ich möchte die GmbH auch in ihrer Entwicklung unterstützen und fördern. Ich habe ja jetzt über 15 Jahre Erfahrung und Expertise als Geschäftsführerin des GLV Schleswig-Holstein, unter anderem im Bereich des Arbeitsrechts, die ich gerne einbringen möchte. Hinzu kommt, dass das Thema Schulung von Nachwuchskräften, die uns ja in allen Bereichen fehlen, über lange Zeit durch den DGB vernachlässigt worden ist. Das ist meine Motivation.
die Nachwuchskräftegewinnung im Verband. Nach mehreren Anläufen hat es mit der Gründung der G GmbH endlich geklappt. Du bist der Geschäftsführer. Was sind aus deiner Sicht nächste wichtige Schritte und Projekte, die in nächster Zeit umgesetzt werden müssen? Die GmbH ist ja noch nicht vollständig arbeitsfähig. Es sind noch einige Punkte, die wir abarbeiten müssen, bis eine vollständige Gründung erfolgt ist. Wir werden das sicherlich in diesem Jahr erledigen und die Firma kann an den Start gehen. Wenn wir diese formalen Punkte außen vor lassen, dann kann ich aus finanzieller Perspektive sagen, dass wir Anträge stellen werden, um an finanzielle Mittel zu kommen. Als erstes allgemeines Ziel lässt sich sicherlich festhalten, dass eine professionelle Verbandsarbeit heutzutage nicht mehr nur aus ehrenamtlicher Tätigkeit bestehen kann. Die Belastung nebenbei zu einem regulären Arbeitsverhältnis ist in dem Sinne keine professionelle Verbandstätigkeit. Was ich als Erwartung von Seiten der Mitgliedsverbände wahrnehme, ist, dass das Ehrenamt sicherlich weiterhin Wertschätzung erfahren muss, auf der anderen Seite aber auch eine professionelle Unterstützung der Vorstände gewünscht wird, etwa durch die Zuarbeit festangestellter Mitarbeiter. Es gab ja heute innerhalb der Bundesversammlung auch die Abstimmung über eine Satzungsänderung, die das vormalige Verbot, dass der Präsident des DGB nicht gleichzeitig auch Geschäftsführer sein kann, aufgehoben hat. Dies erlaubt dir in Zukunft diese Doppelfunktion. Regt sich bei dir ein schlechtes Gewissen aufgrund dieser Doppelrolle? Ich sehe diese Kritik nicht, denn diese Diskussion wird jetzt seit mehr als 10 Jahren und wurde schon 2015 geführt. Zugegebenermaßen habe auch ich mich damals gegenüber dieser Doppelrolle Präsident und gleichzeitig Geschäftsführer sehr kritisch geäußert. Aber seinerzeit stand das Thema, ein Kontrollorgan zu schaffen, welches den Geschäftsführer intern und im Sinne des DGB überwacht, im Raum. Dies ist bis heute nicht umgesetzt worden. Der Beschluss, einen Aufsichtsrat zu installieren und zu wählen, wurde dann im letzten Sommer gefasst. So haben wir jetzt genau in diesem Sinne eine Kontrollinstanz. Ich bin weiterhin ehrenamtlicher Präsident und bekomme das nicht bezahlt. Auf der anderen Seite habe ich eine bezahlte Geschäftsführerposition. Beide Posten muss man jedoch voneinander trennen und die Arbeit gestaltet sich auch inhaltlich anders. Ich arbeite einerseits Vollzeit und unterliege in dieser Tätigkeit der Kontrolle des Aufsichtsrates. Diese Tatsache ist natürlich auch für die Bundesversammlung wichtig. Es gibt zwar diese Doppelrolle, trotzdem sehe ich keine Überschneidungen. Die Bundesversammlung ist beendet. Doch viele Themen bleiben weiterhin offen. Die Delegierten haben ein starkes Signal gesetzt. Die deutsche Gebärdensprache soll als Minderheitensprache anerkannt werden. Und die Folgen der Unterdrückung dürfen nicht länger ignoriert, sondern müssen aufgearbeitet werden. Für viele Gehörlose ist das mehr als Symbolpolitik. Es ist ein Stück Würde und Gerechtigkeit. Also hat das Präsidium und die neue Firma viel zu tun. Sehen statt Hören wird dies wie gewohnt weiterhin begleiten. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hi, ihr habt eben sehr expressive Ausschnitte gesehen, die rein visuell und ohne DGS, also der Gebärdensprache, auskommen. Das gibt es bei uns schon sehr lange, seitdem es auch Gebärdensprache gibt. Denken wir an Unterhaltungen in der Gehörlosenschule oder im Gehörlosenclubheim, bei denen Filmszenen aus dem Fernsehen nacherzählt werden. Mit Autos, einem heftigen Crash und einer Explosion. Oder eine Fußballszene, wo nach dem Dribbling und der Flanke der Ball mit der Brust angenommen und dann ins Tor geschossen wurde. Das kennt ihr. Dabei verwendet man Klassifikatoren und die Linguisten sprechen von Manipulatoren und Substitutoren. Die DGS hat also auch visuelle Anteile. Und wenn man auf Gebärdensprache ganz verzichtet und nur rein visuelle Sachen sehen will? Dazu gibt es bisher nicht viel. Vielleicht mal eine 3-minütige Performance auf der Bühne, das war's. Und hier kommt ein Amerikaner ins Spiel, BB, also Bernard Bragg. Er ist sehr bekannt, hat lange Theater gespielt und Pantomime gemacht. Er war es, der dem Ganzen einen Namen gab. VV, Visual Vernacular.
Bernard Bragg wird als der Vater von Visual Vernacular gesehen. Er prägte als erster den Begriff und es folgten weitere Künstler. Auch in Deutschland traten bei Gebärdensprachfestivals einige mit VV auf. Wir sind also mit dieser Kunstform aufgewachsen, wurden davon inspiriert und entwickelten eigene Stücke, die zum Teil mit neuen Formen wild angereichert wurden. Auf Facebook oder YouTube findet man mittlerweile tausende Darbietungen von Visual Vernacular. Wollen wir uns doch mal mit Visual Vernacular genauer beschäftigen. Habt ihr Lust, mit mir einen Maestro in Sachen VV zu treffen? Na dann. Alles gut? Ja, wunderbar. Setz dich. Ist es bequem? Ja, so weich. Da könnte ich noch Tage drauf sitzen bleiben. Egal. Mach nicht schlapp. Hab gerade noch Kaffee getrunken. Echt? Hält die Augen weit offen. Ja, Sie sind jetzt unter Spannung. Danke erstmal fürs Kommen. Gerne. Ja, da ist er. Giuseppe Giuranna. Der beliebteste VV-Künstler Europas. Du hast deine Kunst viele Jahre in Europa verbreitet. Nun schwappt sie nach Asien und Amerika rüber. Also praktisch auf der ganzen Welt. Du bist bei allen für VV bekannt. Aber sag mal, wann und wie hat das bei dir mit Visual Vernacular angefangen? Erzähl doch. Als ich klein war, da war ich 4 Jahre alt, übernahm ich Gebärden, die mein Vater zu mir machte. Er zeigte mit 2 Fingern Autos an, die im Wettstreit nebeneinander herfuhren. Sein Auto fuhr an meinem vorbei und gewann. Nun wollte ich gewinnen und sein Auto wieder überholen. Also ahmte ich mit meinen Händen und Fingern das Wettrennen unserer Autos nach. Dazu musste ich noch sprechen, obwohl meine Eltern auch nichts hörten. Die ganze Familie. Aber sie wollten es. Also sprach ich brav die Worte zu den Gebärden. Gewonnen. Das Ganze geriet in Vergessenheit und einige Zeit später dann, 1991, kam ein Amerikaner nach Italien. Er wurde nur BB genannt, also Bernard Bragg. Ich wusste nicht, wer er ist, und er bot einen einwöchigen Workshop an. Ich machte da also mit. Er forderte mich dann auf, irgendetwas auf der Bühne darzustellen. Ich musste dann erst einmal auf Toilette und etwas proben. Danach präsentierte ich das erste Mal meine Geschichte mit dem Pferd. Dann war ich fertig. BB schaute sich das an und meinte, das war VV. Ich fragte, was für ein VV? Also erklärte er mir ausführlich, was es damit auf sich hat. Ich war damals noch sehr jung und schaute nur mit halbem Interesse zu. So fing das mit VV an. Ach ja, ich will dir noch etwas zeigen. Wenn man sich den Stil von Visual Vernacular seit Beginn bis heute anschaut, so hat sich das im Laufe der Jahre doch sehr verändert. Ich zeig dir mal ein Beispiel.
Das ist universal. Für alle zugänglich. Also für Gehörlose und Hörende zu verstehen. Der Vogel, wie er seine Flügel bewegt. VV wird durch einen großen Anteil von Pantomime geprägt. Da gibt es klare Regeln für VV. Er zeigt ja auch das Eichhörnchen an, was mit beiden Beinen vorwärts tippelt. Es müsste doch eigentlich ganz anders laufen. Hängt das vielleicht damit zusammen, dass in der damaligen Zeit die Animationsfilme von Walt Disney sehr populär waren und dort die Tiere eher wie Menschen gelaufen sind? Inzwischen gibt es ja die verschiedensten Ausprägungen. Ich zeig dir mal was ganz Neues von einem sehr jungen Mann. Mit Zeitlupe. Das gab es früher nicht. Also wir haben hier Sachen wie Rückwärtsgebärden in Zeitlupe oder die subjektive Perspektive auf dem Berg. Ja, und es wird mit 3D immer mehr. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass Filme früher nur mit einfachen Einstellungen zu sehen waren und es heute viel verrückter zugeht? Und dass gesellschaftliche Veränderungen auch Visual Vernacular beeinflussen und verändern? Computerspiele, 3D-Animationen, Filme in neuen Dimensionen. Verändert das auch VV? Ja, auf jeden Fall. VV wird nicht umsonst von Visual abgeleitet. Alles, was bildhaft ist, sehen wir und beeinflusst diese Kunstform. Was früher vielleicht die Mickey Maus war, hat sich heute mit Animationen extrem verändert. Das verändert auch VV, weil wir die neuen Sachen visuell aufnehmen und sie uns prägen. Wenn wir uns den Ausgangspunkt von Bernard Bragg vorstellen, haben sich seitdem neue Formen und Stile von VV ergeben, welche wiederum weitere Unterformen entwickelt haben. Eines fällt da aber voll aus dem Rahmen. Ich will es dir zeigen. Das ist Wahnsinn. So etwas ist ja auch schon bei Hörenden verbreitet. Das Tutting. Andrei hat sich diese Form angeeignet und mit Elementen von VV kombiniert. Dadurch entstand etwas völlig anderes. Alles, was visuell ist, kann mit den Händen dargestellt werden. Also die verschiedenen Handformen, Bewegungen, vor dem Mund und so weiter. Es ist unglaublich, was allein die Hände darstellen können. Als ich das von Andrei das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir wieder, welche Möglichkeiten wir mit unseren Händen haben. Verrückt. Stimmt. Wenn du jetzt mal an die Künstler denkst, die für Visual Vernacular stehen und das zelebrieren, was möchtest du denen vielleicht sagen? Ich würde ihnen sagen, dass sie dafür sorgen sollen, dass Visual Vernacular niemals verschwindet. VV ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Kultur Gehörloser, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Es gehört ganz fest zu uns. All das, was wir visuell wahrnehmen, prägt unsere Gedanken. Nach meinem Tod und vielen anderen soll es VV immer weitergeben. So wie eine Welt für Hörende ohne Musik undenkbar wäre. Sie brauchen die Musik.
So ist für uns Visual Vernacular auch ein Genuss. Die deutsche Gebärdensprache bedient sich bestimmter Gebärden und hat eine klare Grammatik. Aber Visual Vernacular ist etwas ganz Eigenes. Das soll niemals verschwinden. Vielen Dank, Giuseppe. Einen Wunsch habe ich noch, den alle anderen ganz sicher auch haben. Ich würde gerne ein neues VV-Stück von dir sehen. Zeig uns doch bitte einen kleinen Ausschnitt. Okay, wenn du mich so fragst, dann mache ich es und zeige etwas.